Assalamu alaikum. Geschichte vom Yusuf oder Joseph. Der Yusuf oder Joseph hat 10 älter Brüder und einen jungen Bruder. Sein Papa hat ihn immens gern. Dafür waren seine älter Brüder neidisch auf ihn und wollten hier losgehen. Eines Tages haben sie den Yusuf geholt und einfach an den Devenburg gehalten. Sein Hirn haben sie mit Schafsblut vermischt. Dann haben die Brüder das Hirn ihrem Pap gebracht, also der Pap, ein Wolf hat unseren Bruder Yusuf gefressen. Da war der Papa so traurig und hat nimmer noch gekrascht. Er hat so viel gekrascht, dass ihn dadurch sogar blind gouf. Er hat aber weiter zu Allah gebetet und hat fest darüber gelebt, dass die Yusuf noch lebendig wäre und dass sie sich eines Tages gegen zurückgesehen. Der Yusuf, den er am Burlung, hat zu Allah gebetet, bis ein Karawan von Geschäftsleuten lansch kam. Sie haben den Yusuf aus dem Burg gezogen und haben ihn bis an Ägypten mitgeholt, wo er verkauft ging als ein reicher Mann als eine Frau, die keine Kinder hatten. Wie der Yusuf erwusst ging, kam er in das Gefängnis, obwohl er nichts zu Unrecht gemacht hat. Es kann vorkommen, dass einem etwas Unfaires am Leben passiert, aber Allah weiß am besten, was gut für die Menschen ist, und ihn hilft denen, die ihm fest vertrauen. Am Prison hat Yusuf 2 Männer getroffen. Sie hatten allen 2 einen Traum, und Yusuf konnte ihnen erklären, was ihren Traum bedeuten gave, weil Allah ihm dabei geholfen hat. Jahre mehr später hat der König von Ägypten einen Traum, über den hier viel nachdenken hat müssen. Kein außer der Yusuf konnte seinen Traum erklären. Der König hat beschlossen, Yusuf aus dem Prison zu holen. Der Yusuf sagt ihm, dein Traum bedeutet, dass für dich 7 gute Jahre kommen, wo die Ernte gut wert sind. Dann aber kommen 7 schlechte Jahre mit einer großen Hungersnot. Dafür müssen wir möglichst viel Wes aus den guten Jahren für die Zeit stockieren, wenn die Hungersnot kommt. Der König war immens dankbar und hat Yusuf belohnt, an dem es hier in der Chef über 10 Schatzkammern und Vorratskammern am Land ging ist. Wie nun die große Hungersnot kam, hatten noch viele Leute am Yusuf seiner Heimisch nicht mit zu essen. Dafür sind Brüder vom Yusuf an Ägypten gereist, weil sie etwas vom Vorrat kaufen wollten. Wie sie an Ägypten ankommen, hat Allah dafür gesorgt, dass sie bei Yusuf gefeuert goufen. Sie wussten für dich nicht, dass er ihr Bruder war. Sie hatte gemeint, dass der Yusuf schon längst tot war. Wie sie hier schlussendlich erkannt hatten, haben sie sich immens geschämt und haben ihnen aus ganzem Herzen um Verzeihung gebeten. Der Yusuf hat ihnen verziehen und gesagt, bringt mir, wann ich gift mein Pap Jakob oder Jakob hei hin. Wie die Brüder der Pap sicher gegangen sind, hat ihn sich natürlich immens gefreut. Er hat ja immer darüber gelebt, dass der Yusuf nach leben und hat auch immer zu Allah gebetet. Was war das für ein Fried, wie der Bof und sein Pap sich endlich umarmen konnten. Der Pap und seine Brüder sind nun bei Yusuf an Ägypten geblieben. Sie waren eine große Familie mit vielen Kindern. An der Geschichte von Moses oder Musa wird gewusst, wie der Kinder von diesen Kindern von Yusuf ergangen ist. Der Yusuf aber, den ein guter und edler Mann und ein Prophet von Allah war, hat leider in Ägypten immer gesagt, wird nimmen Allah an, den ich geholfen hat. Allah hat dich für der Hungersnot geschützt, dafür sollt ihr ihm dankbar sein und immer nimmer Gutes machen. Assalamu alaikum, Friede sei mit dir.